So, die Bauarbeiter sind wieder da. Jetzt sind wir nicht mehr am Abbauen, sondern Doch. ja, nicht mehr, nicht mehr an Steine sammeln, präzisieren wir es mal so, sondern wir sind jetzt dran, unser Haus voranzutreiben. Mhm. Haus, Lager. Lagerhaus. So. Auch ein Haus. Ja, auch im Englischen ein Warehouse. Ein getragenes Haus. Komisch. Storage House. Ja. Warehouse ist ja ein Lagerhaus. Also so ein Warenhaus. Spare-Part-Lager, irgendwie sowas. Hey, Durchbruch. Oh mein Gott, der ganze Kack hier muss auch. Oh je, Mine. Was haben wir nur hier angestellt? Hast du in der Welt, bevor wir das zusammen gespielt haben, auch sowas realisiert? So in der Größe noch nicht. Ich habe trotzdem, mein Lagerhaus hat trotzdem übelst viele Ressourcen gebraucht, aber ich habe es über 3 Stockwerke hochgebaut. Und nicht, Das könnten wir auch noch machen. und nicht in die Länge. Also ich habe schon etliche Bauprojekte in Planung gehabt in meiner Singleplayer-Welt. Aber Das kann seitdem wir Let's natürlich- Plays aufnehmen, habe ich mich jetzt nicht mehr da... Nee, seitdem der Troll mir alles kaputt gemacht hat, Mhm. habe ich nicht mehr mich drum gekümmert. Ja, ist auch irgendwo verständlich, muss man da wirklich sagen. Nee, aber so mit der Variante, die wir jetzt hier anwenden, habe ich das Gefühl, würde der Troll das Haus nicht so schnell kaputt kriegen. Oh Deshalb je. machen wir sowas. Ja, einfach weil wir Spaß haben. So, Genau, 2 weil wir Sport Eisen. haben. So, wir haben nur noch 27 Eisen. Betonung auf nur. Und Steine irgendwie nur 3, 4, 5, ne, so. So, ich brauche nämlich einen neuen Steinmetz. Wo platziere ich den am besten hin? Der Ich geh alte mal- Steinmetz hat diese Reichweite. Wenn ich den neuen... Ich geh mal kochen, ne? Okay. Ich glaube den neuen, wenn ich müsste hier noch Steine hin bauen. So, jetzt bin ich Wir im sind an der Steinmetz 6. raus. Folge jetzt. Das ist super. Warte mal kurz, 6. Folge. Mal die 100 voll. Ja. Nice, Warte mal. juhu. Das heißt, in 2 Wochen können wir das dann realisieren. 6 Folgen und wir sind bei... Nee, die nächste Folge. 93 plus 6. 99. Das hier ist die 99. Folge. Heißt, ist auch irgendwo doof, sage ich mal, weil wir müssen vorproduzieren, ne? Also wenn wir nächste Woche halt eben komplett aufnehmen wollen für eine Folge, dann reicht uns dann das nicht mehr für eine übernächste. Also, weißt, weil wir periodisch ja alle 2 Wochen aufnehmen. Wird es Pro jetzt Spiel. dunkel oder fängt es an zu... Oh, es fängt an zu regnen. Boah, es pisst gerade eine Runde. Ich weiß, was du mir sagen willst. Oh, das Lager, das Feuerdings ist kaputt gegangen. Wie jetzt? Was kaputt gegangen? Nicht so schlimm. Welches Feuer? Kochstation. Aha, das braucht einfach neues Holz. Ja, ist komplett Respektive, wir können es jetzt ersetzen durch Feuerstelle. Die mit Stein funktioniert. Mhm. Aber es hat noch Zeit. Wir sind erst im Aufbau, ne? Oh, aber dieses Wetter nervt mich gerade. Kann man das überhaupt abschalten mit irgendwelchen Commands oder so? Nee, nur mit Schlafen. Dann geh mal schlafen, Kollege. Jo, wäre ein guter Oh. Vorschlag.
Ey, richtige Arbeiter arbeiten auch, wenn es pisst. Nee, das macht krank. Geht hier was kaputt die ganze Zeit oder wie? Ach so, ja, logisch. Ja, der Zaun, logisch. Machst meinen wunderschönen Zaun kaputt, den ich mühsam... Ja, jetzt heul nicht rum. Doch, ich Wir will bauen was heulen. Besseres. Es regnet. Ich habe Als keine nächstes bauen wir. Regenklamotten, ich habe nur Ey, Trollräder. hast du auch, wenn du im Bildschirm mal guckst, Augen, die trocknen aus, ne? Wir blinzeln viel zu wenig, wenn wir vor dem Bildschirm sitzen. Ja, ich habe ja noch Linsen drin. Ich spüre das noch 30 Mal mehr. Warum macht man so? Ja, nee, okay. Ähm, Meine Brille ist kaputt. Da hält Wie? nur noch ein Hebel. An einem Ohr hält das. Dann Das Ding ist abgebrochen. kleben oder halt Geht gar nicht mehr. Der wollte mir eine neue Brille für 1000 Franken verkaufen. ja, ist doch gut. Das ist so normal. Also, ist leider Gottes normal. Der Preis. Das Gestell ist circa so um die 300 rum und die Glas circa auch um die 300. Das Ist, Gestell, was er mir andrehen wollte, war ein Gestell aus Stierhorn. Echt Naturhorn. ja, Das kostet über 1000 Franken. Musst du jährlich ölen für 200 Franken. ey, Aber ist 100% original Swiss made. aber sorry, ey. In der heutigen Zeit noch echt hier, ne? Ja, echtes Horn. Er hat gesagt, in der Schweiz, die Schweizer spinnen drauf. Ja, die haben auch das Geld. Hat irgendwie so ein Thema, ne? Dann sind Doof wir wieder gesagt. beim Lied von Bushido. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt, ihr. Ja, und ich hab Polizei, ne? Ist auch so ein Lied. Genau. Böhmermann lässt grüßen. Der ist Legende. Hast du eigentlich mitbekommen, dass letztens Wetten, das wieder lief? Ja, Hast du es geschaut? ich habe jetzt mitbekommen, dass es abgesetzt wurde, weil ich seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin. Gut, es ist schon. Nee, seitdem ich in der Lehre bin, habe ich nie mehr wirklich Fernsehen geguckt. Und das wurde 2011, 12 abgesetzt. Wusste ich gar nicht. Nicht 11-12, sondern 11-12 hat Gottschalk seinen Rücktritt. Eben, genau, seitdem gucke ich das gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass es sogar einen neuen Moderator gibt oder sowas. Geil, wusste ich gar nicht. Ja, aber die Comeback-Folge, die hat jetzt Gottschalk gemacht. Genau. Und das hat er über 30 Jahren durchgezogen, ne, muss man auch sagen. Ja, das war wirklich so mein Fernsehabend-Highlight in der Kindheit am Samstagabend. Das lief jede Woche, ne? Nee. Jede Einmal Woche. al Quartal, einmal im Monat lief das. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist schon zu lange her. Man merkt's. Ja. Nur ein bisschen, ne? Es regnet und es ist dunkel. Ja, wir bauen hier ab. Nachtschicht, kennst du, ne? Wir kriegen Zulagen. Ganz hohe Zulagen kriegen wir hier. Ja, apropos Zulagen, genau das habe ich so verkauft letztens. Von 19 Uhr bis 22 Uhr plus 25% und von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens plus 50%. Ist, glaube ich, so geregelt, oder? Oder sogar nicht? Ja, also... Ja. Das ist doch wirklich vom Staat auch. Also von irgendwie so. Ja, nur ab wann die 25% Zuschlag gelten, das ist so ein bisschen spielfrei Raum. Also wir Es haben gibt so ja in Betriebe, die haben bis unserem- 22 Uhr offen. Die haben keinen Zuschlag. Aber wenn du ein Bürobetrieb bist, der es nur bis 5 Uhr offen hat, dann zählt der Zuschlag schon bei dir ab 5 Uhr. Ja, das ist immer anders geregelt, ne?
Genau. So, wollen wir Ich- schnell schlafen gehen? Gesetzlich gesehen haben wir es so, hat unser Firma da gesagt, wenn du mehr als in der Metallindustrie ist es so, du hast generell 40 oder 42 Stunden. Ja, Wett, ich kann nicht schlafen oder was? Ja, toll. So, noch mal kurz. Bin feucht. So, jetzt. Oh. Wenn eine Firma die 40-Stunden-Woche hat, dann ist es so, dass sie, wenn du über 45 Stunden hast, dann zählt das schon nicht mehr als Gleitzeit, sondern als Überstunden. Und Überstunden per Definition müssen mit 25% mehr ausbezahlt werden. Das spielt jetzt keine Rolle, ob du von 10 Uhr oder 20 Uhr arbeitest oder was auch immer. Das ist einfach mal generell so. Die wöchentliche Arbeitszeit, glaube ich, plus 5 Stunden oder sowas in der Art. Die geht Das dann heißt, als du willst mir nicht mehr. sagen, dass ich übers Ohr gehauen wurde von meiner Firma. Kommt drauf an, je nachdem, in welcher Industrie man arbeitet und welche Verordnung, Gesamtarbeitsverträge man hat. Also das, weil ich habe ja 60 Stunden ausbezahlt bekommen. Ja, du hast ausbezahlt bekommen. Ich würde das jetzt als Urlaub nehmen. Ich konnte nicht. So, ja, dann ist es was anderes. Dann in die Kacke geritten. Aber ja, Ja, und Geld ist auch Geld. ich habe wirklich, sagen wir es so, ich arbeite die Woche manchmal wirklich bis zu 60 Stunden. Ja, Trage es aber als 60 Stunden ein und das heißt folglich 20 Stunden Überzeit. Also plus Stunden. Gleitzeit, ja, ja, ist offiziell. Gleitzeit. Man sagt immer Das, Überstunden, das aber heißt, eigentlich hätte ich nicht 20 Stunden, sondern ich hätte 25 Stunden. ja, das ist Definitionssache. Das ist halt überall ein bisschen anders. Jede Firma, eigentlich, wenn, es wäre ganz einfach, man sollte sich einfach ans generelle Regelwerk halten und fertig. Aber da muss ja jede Firma wieder noch was anderes machen oder Ja, andere. aber Oh. es muss rechtsgültig sein. Die meisten Firmen setzen Reglemente ein, die gar nicht rechtsgültig sind, aber es wird trotzdem umgesetzt, weil der Mitarbeiter, der ja den Arbeitsvertrag unterschreibt, das gar nicht Genau. weiß. Der weiß das gar nicht. Der wird auch darüber gar nicht aufgeklärt. Ja, weil man soll es ja selber wissen. Genau. Wenn du die AGBs von einem irgendwas nicht liest, Es dann bist steht, du es der ist alles Gearschte. zur Verfügung. Es ist alles zur Verfügung, wohlgemerkt. Es ist Ja, nicht eben. so, dass ihm die Info vorenthalten wird. Es wird ihm einfach nicht gesagt. Weil Dann ist- er könnte sich ja selber informieren. Was keiner macht. Man ist in der heutigen Zeit einfach so doof und Genau. ja, wird schon Und gut deshalb sein. kann Ja, man ja. solche Spielchen treiben. Respektive können Kunden mit dir Spielchen treiben, was gar nicht rechtskräftig ist. Mhm. Was Kunden zum Teil für eine Frechheit haben, weil sie denken, der Lieferant ist jetzt in der Verantwortung. Nee. Klar, per Gesetz ist der Lieferant gar nichts. Ein feuchtes Nichts. Also Aber, kommt drauf an, wo, aber wie, weil wo, der was, Kunde ne? das so unverschämt verkauft und weil es wirklich Firmen gibt, die sagen, ja, Kunde, König, blablabla, wird das so gemacht. Du hättest aber gar keine Verpflichtung dafür. Der Kunde, wenn der Kunde denkt zum Beispiel, ja, es ist selbstverständlich, dass er das für den und den Preis kriegt. Nee. Ist ja alles mit Nee. Aufwand verbunden. Und auch Lieferzeiten, ne? Aktuell Genau. ist ja eh. Der Kunde denkt so, ja, ich kann ja Konventionalstrafen aufgeben, wenn die Lieferketten trotzdem nicht liefern können. Nee, kann er nicht. Weil er Wenn kommt man einen mit der Vertrag Forderung, unterschrieben hat, dann Nee. sieht's anders aus. er kommt mit der Lieferforderung, nachdem der Vertrag rechtsgültig wurde. Er wollte die Situation für sich ausnützen, die Krise, die wir momentan haben, für sich ausnützen und wollte das so verkaufen, dass wir das ihm abkaufen und sagen, ja, okay, wir zahlen die Konventionalstrafen. Nee, müssen wir nicht. Wir haben ihn darauf hingewiesen, dass die Lieferzeiten länger dauern. Steht ja drauf auf dem Angebot oder auf dem Auftrag. Haben wir jetzt, seit neuestem, haben wir jetzt so draufgeschrieben, wir können die Lieferzeit, die wir angeben, nicht garantieren, das sind nur Richtwerte. Und schon bist du juristisch fein raus. Punkt.
Ich habe zum Das Beispiel auch das weiß jeder, wird aber niemandem gesagt. mittlerweile auch, oder wir haben jetzt, ich habe den Hinweis gegeben, dass wir jetzt überall einfach draufschreiben müssen, dass Artikel oder was auch immer nach einer gewissen Norm produziert wird. Also, dass wir das schon im Angebot aufschreiben, ne? Und Das so mache ich sind wir, jeden Tag, und gemäß so sind wir, SN EN 12101-2. ja, ich habe das auch mittlerweile, also jetzt nicht die Norm, aber Produktionsnorm habe ich jetzt generell als, soll ich sagen, als Vorlage schon draufgedruckt. Jedes Angebot, jeder Auftrag, sogar glaube ich im Lieferschein, steht das Ding jetzt drauf. Dass unsere Artikel gemäß DIN bla bla bla, DIN blub und XY gefertigt werden. Ja, Hast du einen Nachweis, kannst du das bestätigen? Du was? musst, das kommt noch dazu. Du musst dann eine Konformitätserklärung beiliefern bei einem Artikel, den du verkaufst, wo drin steht, der Artikel wurde nach DIN EN bla 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 sowieso gefertigt. Das steht auf dem Kunden, also es steht schon auf dem Auftrag selbst. Das steht auf dem Auftrag selbst, das zählt nicht. Du musst das als Wenn der Kunde das möchte, ja, kann er das haben. Nein, Wir du sind bist per nicht. Gesetz verpflichtet, dass du das machst. Du Das hast ist das wahrscheinlich, Traurige. du hast wahrscheinlich ein bisschen übers Ziel hingeschossen, weil also da wo ich arbeite, ist nicht so, wie soll ich sagen, nicht so einer großen Ding. Ja, kann ich verstehen. Deshalb habe ich jetzt 2 Tage einen Kurs besucht und deshalb habe ich dir auch mal gesagt, wenn das eigentlich viele Leute einpacken können oder in den Knast wandern würden, weil ja, etc. Punkt. Da wurde mir das erklärt. Du als Lieferant bist verpflichtet per Gesetz, nicht weil der Kunde es möchte oder wünscht, sondern du musst. Du bist ein Inverkehrbringer, du bist ein Verkäufer. Du verkaufst Teile, du verkaufst halbfertige Maschinen oder halbfertige Produkte, die eine Zertifizierung haben und dadurch bist du per Gesetz sofort verpflichtet, alle Nachweise mitzuliefern. Du musst beweisen, dass dieses Produkt zertifiziert ist, wenn du es angibst. Wenn du nur ein CE hinschreibst, ohne Zertifikatsnummer, ohne DIN-Norm, ohne Norm, ohne EN ISO-Norm, bist du nicht verpflichtet. Sobald du aber eine Norm angibst, bist du verpflichtet. Das sind ja nur Toleranznormen von dem her. Ja, selbst da musst du es beweisen. Wir haben ja ein Prüfprotokoll, da steht alles drin. Das Prüfprotokoll ist stets beizulegen. Bei jedem verkauften Produkt. Wenn du es angibst, bist du verpflichtet. Du siehst, Ja, wenn jemand hier ein Jurastudium hätte und dem ganzen Laden mal nachgehen würde, klar, du und ich sind nicht die einzigen, die vielleicht sowas machen. Ja. 90% der Industrie ist zu dumm, um das zu machen, weil sie einfach denken, ja, das, was ich mache, ist schon richtig. Das hat mir jemand so erzählt. Aber nicht die Richtlinie. Junge, wollen wir da nicht noch eine Luken reinbauen, damit Licht reinkommt? Wäre nicht schlecht. Aber das sehen wir in der nächsten Episode. Ja. Schauen wir mal weiter, wie es geht. Jo. Oh, Tschüssikowski, wir sehen uns. Bis dann und 11:30 ist schon wieder. Ich glaube, das ist gesehen für heute. Können wir da nächste Woche mit der 100er starten.